Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Der Käse von Urs Leuenberger aus der Dorfkäserei Vorderfultingen ist der beste der Welt. Nicole Mosimann hat sich mit der Gründung von Bewohnbar einen lang ersehnten Traum erfüllt. Das Erstliga-Herrenteam des Volleyballclubs Thun setzt auf die Trainerin Seraina Züger. Mit den World Cheese Awards wird jährlich ein Preis für den besten Käse der Welt vergeben. In diesem Jahr durfte sich Urs Leuenberger über diese besondere Auszeichnung freuen. Warum er sich gegen die große Konkurrenz behaupten konnte, weiß Manuel Glaser. Wieso habt ihr das Gefühl, es ist gerade euer Käse auserkoren worden? Ja, eine schwierige Frage. Wieso gerade der Käse? Müsste man fast die Jurymitglieder fragen, die den auf diesen Platz haben gesetzt haben. Ich weiss nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, wo sie angegeben für diesen Käse. Aber der ist irgendwie von vollmundig und vergehen auf der Zunge bis irgendwie zu einer Ledernote noch ist das angegeben worden. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht so bezeichnen, aber schön ist es so passiert, ja. Das World Cheese Award, das ist ein Wettbewerb, der jedes Jahr stattfindet. Dieses Jahr war das in Wales, in Newport. Und der Käse war Sieger über rund 4400 verschiedene Käse, die dort eingeschickt wurden. Also die halben Milchlieferanten kommen zu Fuss, bringen Milch zu Fuss in den Käse mit einem Wägeli, mit der Milchkanne und alle anderen sehe ich eigentlich von Käse aus die Bauernhöfe, mindestens das Dach. Und das ist wirklich sehr, sehr alles zentral gelegen hier. Ja. Die Seele baumeln lassen und sich erholen. Das ist das oberste Gebot in der Einrichtung Bewohnbar von Nicole Mosimann. Dort können sich vor allem ältere Leute nach einem Spitalaufenthalt auskurieren. Wie sich der Schritt für Nicole Mosimann in die Selbstständigkeit angefühlt hat, weiß Manuel Moser. Wie hat sich der Schritt auch in die Selbstständigkeit für dich angefühlt? Ja, das sind immer verschiedene Gefühle. Wie fühlt sich das an? Also es ist ja auf der einen Seite wagt man etwas und ich habe das mit meinem Mann zusammen sehr gut überlegt. Wir haben sehr intensiv darüber nachgedacht, was heisst das wirklich. Ich habe natürlich das Privileg, auch, dass ich durch das, dass mein Mann mir den Rücken frei hat, dort wirklich jetzt den Schritt auch wagen mal. Es ist ja immer ein Wagnis. Schlussendlich haben wir so gesagt, wir starten jetzt mal, wenn nicht jetzt, wenn dann. Und schauen nachher nach 2-3 Jahren, wie es funktioniert. Ja, das ist immer mit verschiedenen Gefühlen und auch Ängsten verbunden, aber ich denke, schlussendlich wächst man ja an dem. Bist du selber auch in einer Situation, wo du jetzt im Nachhinein sagst, ich wäre froh gewesen, wenn es das Bewohnbar gegeben hätte? Ich war selber mal in einer Situation, wo ich wirklich nach einem Spitalaufenthalt lange Zeit Erholung gebraucht habe. Aber durch mein soziales Umfeld, durch meine Familie, war das wie gewährleistet dort. Und dort ist, glaube ich, auch der springende Punkt, dass eben dort, wo eben das nicht ist, also dort, wo man wirklich eben alleine ist und man Erholung braucht, oder betagt ist und alleine ist und Erholung braucht, dass dort eben genau es hinkt. Also genau dort ist ein Bedürfnis da, aber selber hat es bis jetzt mein Umfeld auffahren. Ja, genau. Hat es irgendeine Geschichte gegeben, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, ich habe ein bisschen angefangen und zu jedem Gast, der da ist, so 2-3 Stichworte aufschreiben, wo ich wirklich glaube, schon Bücher schreiben kann. Die Leute sind spannend, die Leute bringen ganz viel Lebenserfahrung und ganz viele Geschichten mit sich. Eine Begebenheit kommt mir jetzt spontan in den Sinn, wo ich einer 80-jährigen Frau, die da war, um sich zu erholen nach einer langen Krankheitszeit, regelmässig am Abend vor dem Schlafen noch den Rücken einsaugen, weil sie Husten hatte in der Nacht. Und dann am Abend hat sie das lauter Wasser angefangen zu rennen.
Und gefragt, was ist, und dann hat sie gefunden, es ist das erste Mal in meinen 80 Jahren Leben, wo ich so fürsorglich betreut werde und wo jemand zu mir schaut. Sonst habe ich das ganze Leben lang immer gegeben und jetzt kann ich das erste Mal empfangen. Und das sind auch so Situationen, das sind Hühnerhautmomente, wo ich dann finde, ich habe einen coolen Job. Es fängt wirklich so nach an den Menschen an zu arbeiten. Genau. Aber so Müsterli und auch sehr lustige Sachen gibt es natürlich ganz viel. Im Volleyballclub Thun kehrte vor kurzem frischer Wind ein. Das Erstliga-Herrenteam setzt seit kurzem auf die Trainerin Seraina Züger. In einem Interview mit Manuel Moser erzählt sie, welche Träume und Ziele sie mit der Mannschaft verfolgt. Wieso ist Volleyball deine Leidenschaft? Ich bin extremer Teammensch, also ich mache das mega gerne mit dem Team etwas. Ich weiß nicht, ob ich so die Einzelsportlerin wäre. Und ja, es ist für mich einfach ein mega cooler Sport, weil es halt so viel Taktik braucht. Ja, ich sage immer im Shooten, ja, wenn du den Ball verlierst, dann rennst du dem halt nachher und holst ihn. Und im Volleyball, wenn der Ball am Boden ist, ist es Punkt für den Gegner. Und es braucht schon, also es braucht viele so kleine Nuancen, die mega wichtig sind und die auch anspruchsvoll ist. Schaust du selber lieber Herrenvolleyball oder Frauenvolleyball? Ich schaue, also leider wird Volleyball nicht so viel übertragen, ich muss so sagen. Wenn es übertragen wird, schaue ich sehr, sehr gerne. Und ich schaue lieber Damenvolleyball, weil Herren ist häufig auf einem höheren Niveau, so Nazi A oder Nationalliga, also so, ist häufig Service ein Angriff, Punkt. Und bei den Frauen gibt es mehr Ballwechsel, das finde ich ja, eigentlich spannender zu schauen. Genau. Wenn du entscheiden müsstest, lieber einen knappen 3:2-Sieg oder einen ganz klaren 3:0-Sieg? Und wieso vielleicht auch? Ein klarer 3:0-Sieg ist besser für meine Nerven. Zum Schauen lieber 3:2. Man kann ein bisschen länger schauen, ein bisschen mehr Spektakel. Aber wirklich, wenn ich involviert bin, lieber 3:0 ist besser für die Nerven. Wenn du vielleicht auch ein bisschen träumen könntest, was tätest du träumen Ende Saison? Gute Frage. Ja, also eher träumen wir einfach, dass wir ja, immer gewinnen, weil das einfach wirklich Fakt und ich sage immer so, wie ein bisschen Balsam für die Seele ist. Die Laune, die Stimmung ist viel besser, nachdem man gewonnen hat, als dass man verloren hat. Ja, träumen dürfen wir vom ersten Tabellenplatz, so wie es jetzt ist. Ob es realistisch ist und was wir aus dieser Ausgangslage machen würden, kann ich nicht sagen. Das entscheidet auch der Verein ein Stück weit. Aber träumen dürfen wir davon. Und ich denke, so das Team, ja, ich habe von einigen Spielern gehört, dass sie gesagt haben, ich würde nie in einen anderen Verein spielen oder den Verein wechseln zum höheren Spielen. Aber wenn wir das mit dem VBC Thun würden schaffen, in die Nazi B aufzusteigen, wären sie sofort dabei. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Unsere Kollegen vom Meteo News haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Schön schauen Sie das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern, meine Damen und Herren, am 16. November. Ja, es war ein wechselhafter und ein bisschen windiger Tag heute. Vor allem auf den Bergen hat es Sturmböen gegeben. In der Tiefenlage hat man ein bisschen weniger gemerkt von dem ganzen Wind. Aber zum Teil haben wir auch hier einen mäßigen Südwestwind gehabt. Ja, es hat zwischen den Wolken immer wieder sonnige Auflockerungen gegeben, aber auch einzelne Regengüsse. Wir haben jetzt in der Nacht nochmal eine Schub Feuchtigkeit, die hier reinzieht von Westen her. Entsprechend wird das eine relativ nasse Nacht geben auf den Freitag und morgen starten wir dann auch mit vielen Wolken in den Tag hinein. Zeitweise regnet es noch morgen oder es schneit auch in den höheren Lagen. In der Nacht wird nämlich die Schneefallgrenze auf rund 1200 bis 1300 Meter absinken. Die Temperaturen morgen in den tiefen Lagen bei etwa 5 bis 7 Grad. Am Nachmittag dann ein bisschen freundlicher, es zeigen sich sonnige Abschnitte zwischen den Wolken, geht aber insgesamt wechselhaft weiter. Da müssen wir auch noch mit einzelnen Regengüssen rechnen oder eben aber rund 1200 Meter in den Bergen, auch mit Schneeschauer. Die Temperaturen erreichen Maximalwert um die 10 Grad, dazu weiterhin ein teilweise mäßiger Südwestwind.
Am Wochenende ist es dann lange Zeit trocken und es gibt eben nur selten Niederschläge. Dazwischen ein bisschen Sonne, Temperaturen um die 7 Grad. Häufiger nass dann wieder in der Nacht auf dem Montag. Und am Montag ist es unbeständig. Die Schneefallgrenze in der Nacht auf dem Montag zum Teil knapp unter 1000 Meter. Nachher steigt sie aber ein bisschen an und wechselhaft geht es auch weiter am Dienstag und Mittwoch. Also wir liegen auch in den nächsten Tagen mehrheitlich im Einflussbereich der Tiefdruckgebiete. Das war vom Jungfrau Zeitungswetter. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Donnerstagabend.